Hat sie Discord? Weiß nicht, hatte sie letztens Discord? Also sie war im Discord, aber ich weiß nicht, ob irgendeine war per Bruder. Ich weiß aber nicht wer. Jetzt hört man alles. Hallo? 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 Okay. Was ist passiert? Man muss sich vorstellen, wir hatten da einen extrem langen Drehtag, also wirklich so gottlos lang. Ja? Allgemein so jeder Drehtag war scheiße lang, aber an dem waren wir alle richtig, richtig exhausted, weil es war auch scheiße warm und so den ganzen Tag. Ja. Und deswegen waren wir alle allgemein schon so ein bisschen angespannt. Und dann hatten Nele und ich da halt so eine kleine Meinungsverschiedenheit, wenn man das so sagen kann. Was war die Meinungsverschiedenheit? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr so genau, aber sie meinte halt, also am Ende sind wir halt so auf die Idee gekommen, ja, der Staat soll was dazugeben und so. Und wir wissen ja, also das ist ja nicht so einfach, ne, das weiß man ja. Aber da sind wir irgendwie ein bisschen aneinander geraten dann. Und später im Tag, also nee, noch genau an der Stelle hatte Nele angefangen zu weinen. Und ich weiß nicht mehr, warum das war, aber ich glaube, es war einfach, weil sie so müde war und wir so viel an dem Tag gemacht hatten, dass wir halt alle nicht mehr konnten. Und so jede kleine Sache hat uns auf die Palme gebracht. Und dann hatte sie die ganze Zeit mit Maha geredet. Das hat mich damals richtig, richtig aufgeregt, weil allgemein so nach ein paar Wochen oder nach ein paar Tagen die Gruppendynamik wird immer gebumst sein irgendwann. Das ist halt einfach so, wenn man die ganze Zeit aufeinander hängt. Und dann hatte Mahak sich die ganze Zeit um Nele gekümmert mäßig und Faith war dann zu mir gekommen und wir haben halt alle so ein bisschen übereinander gelästert mäßig. Und das dann immer so, ja, das dann immer so ein bisschen, ja? Was habt ihr da so gelästert, wenn man fragen darf? Ich will es wirklich sagen, ich weiß es nicht mehr so genau, aber es war halt allgemein so, ich glaube, also hier an die Girls im Chat, ne, an die Girls, man kennt das ja so ein bisschen, ne, dann sagt man so die kleinen Sachen und am Ende, man kennt das, man kennt das. Am Ende kommen die Sachen halt immer raus, aber es war nicht so deep, weil dieser Balkon, den wir hatten, auf den sind wir dann immer gegangen, haben solche Sachen gelöst und wir hatten immer einen Pädagogen da, aus so rechtlichen Gründen. Und dann haben wir uns alle zusammen hingesetzt und dann gab es auf einmal so ein richtig, richtig großes Gespräch auf einmal um alles, weil es gab immer so kleine Streitigkeiten, auf einmal haben wir über alles geredet und das hat uns so gestresst. Auf einmal, Nele fängt an zu weinen, ich fange an zu weinen, wir schreien uns auf diesem Balkon so tot zusammen, Alter. Nach diesem Tag, es war so eine angespannte, komische, tote Stimmung. Und dann hatte ich nochmal so ein Einzelgespräch mit der Pädagogin und ich glaube, Nele auch, wo die dann halt so meinte, ja, das meint ihr bestimmt nicht so, bla bla bla, weil das andere Problem war auch, Nele und ich haben dann auch auf einmal angefangen, so andere Probleme anzusprechen, die wir miteinander hatten damals irgendwie. Wir mussten ja immer diese englischen Sachen übersetzen und sie meinte halt, ja, sie findet es blöd, dass ich das immer machen will und dass ich das für die Screentime mache. So für sie natürlich, man macht da alles für die Screentime. Also das ist jetzt kein Geheimnis. Und Nele und ich verstehen uns jetzt auch richtig gut wieder. Also Nele und ich sind sehr eng, wie schon erwähnt. Aber genau, dann war das noch und dann ist Nele halt zu mir gekommen und meinte so... Dieses ganz fette Gespräch. War das an dem Tag, wo ich gerade schaue oder war das wann anders? Ich glaube, das war abends an dem Tag. Also ich glaube, das war noch am gleichen Tag. Also genau da jetzt, wo ich gerade bin, genau hier. Siehst du das? Ich glaube, wir hatten noch so ein, ich glaube, wir hatten noch so ein Outro-mäßig an dem Tag gedreht und so. Und das war dann halt abends, wo dann so Drehstoß war. Und ich glaube, das war der Abend. Ich könnte aber auch falsch liegen, das kann ich nicht hundertprozentig sagen, weil ich erinnere mich auch nicht mehr so gut dran, ehrlich gesagt. Allgemein, das ist crazy. Ich habe alles vergessen, was da passiert ist, wirklich. Ich erinnere mich an gar nichts mehr. Ich erinnere mich an nichts mehr. Aber auf jeden Fall, da meinte halt Nele von mir, das findet sie ein bisschen egoistisch, dass ich das die ganze Zeit für Screentime mache. Und irgendwie haben wir das halt einfach nicht allein geklärt bekommen. Und ich glaube, wir hatten das auch nie zu Ende geklärt. Es war dann halt einfach so, wir haben es einfach so stehen gelassen, aber danach haben wir uns irgendwie wieder gut verstanden. Also, und in der WG, kurz, wir hatten, das kannst du überlegen, wie ich das sage. Es gab immer Beef, aber wir haben uns auch richtig oft mit Josi gebieft. Also, wir haben uns richtig oft mit Josi gebieft. Was? Ja. Warum? Und nur kurz, wenn das jetzt wieder geklippt wird oder so, wir verstehen uns jetzt alle wirklich richtig gut wieder, wir lieben uns alle. Das wird rausgeschnitten im Clip. Rausschneiden. Ja. Warte, was hast du nochmal gefragt? Warum? Also warum mit Josi? Keine Ahnung, also es war halt immer so, ne, man sucht sich dann halt immer irgendwen raus, auf den man sauer ist und so. Jeder war mal dran. Okay, so kann man doch einfach sagen, also jeder war mal dran. Ich kenne das jetzt nicht, dass ich jetzt irgendwen raussuche, wo ich dann einfach sauer auf den bin. Ja. Aber wenn das so bei euch ist, dann okay, tamam. Ja, aber dann war auch alles wieder gut. Also es hat sich alles wieder geklärt, aber nach dem Gespräch hat es richtig, richtig gekracht. Nach dem Ausdruckgespräch. Na, okay, krass. Aber ich hatte
Frage, Digga. Was war die Frage? Achso, oh mein Gott. Wenn ich jetzt wieder jemand von euch da hab, wir hatten ja letztens den Discord-Call, den großen. Ja. Wer von euch, ich glaube sogar, das warst du, aber ich weiß nicht, also wer von euch hat einfach die Endwaffe gedroppt? Nein. Ich habe den Clip auch gesehen. Ne? Warum hat dieser Clip so viele Aufrufe? Das ist verrückt, Alter. Digga, da droppt einfach jemand random die Endwaffe. Nein, stopp. Das war Nele. Und das ist jetzt nicht, um zu sagen, oh, Nele war das. Ich habe Nele das später geschickt und sie war so, oh mein Gott, was? Also das war nicht intentionell. Ja, ich glaube, sie wollte Digga sagen. Sie wollte Digga sagen. Ja, sie wollte Digga sagen und dann hat sie halt einen anderen Satz angefangen, der wir alle ziemlich viel geredet und dann hat sich das halt irgendwie ungünstig vermischt, sag ich mal. Also das war halt nicht so gewollt. Der ist so hart, das ist wirklich verrückt. Also ich freue mich schon auf den Tag, wo wir Anrufe von ZDF bekommen wegen diesem Clip, Alter. Hat ihr noch keinen bekommen? Finde ich krass. Wegen dem Clip nicht, aber ich glaube, Josi hat Stress bekommen mit unserer Social Media Managerin wegen dem ganzen Gespräch. Aber sonst war gar nichts. Also es war halt immer irgendwas. Also man merkt das ja auch, also wenn man es weiß, merkt man das in ganz, ganz vielen Gesprächen, dass wir einfach so abgefuckt voneinander sind. Aber man muss sich auch vorstellen, wir sind alle komplett anders in der WG, als wir in echt sind halt. Und wir unterhalten uns auch in echt normaler und wir schreiben immer noch und wir treffen uns. Das habe ich auch gemerkt. Also ihr wirkt ohne Mädchen-WG wirkt ihr normaler als in der Mädchen-WG. 100%. Na gut. Aber ich glaube, kein Mensch kann normal in der verfickten Mädchen-WG sein. Also, das ist, glaube ich, tatsächlich unmöglich. Okay, ja, weil die halt pushen, dass ihr nicht normal sein sollt, oder? Ja, also unfassbar auch bei jeder WG-Post, wenn wir dann das sagen, Elektroautos! Niemand so findet Elektroautos so krass. Ja, auch bei dieser, als die Spülmaschine losgegangen ist. Oh mein Gott! Chill. Wait, also war das geactet und die mussten das machen? Nein, also was heißt, wir mussten das machen? Wir hatten schon die Reaktion, dass wir dann gesagt haben, oh cool, die Spülmaschine geht los, aber die wollten halt, oh mein Gott, die geht los. Also, ich verstehe es ja auch irgendwo. Ich glaube, also, du bist die Nächste, die von der Managerin hört, glaube ich. Bitte nicht. Also ich meine das ja auch alles. Es ist ja auch nichts Schlechtes, ich verstehe ja auch, warum die das machen, aber ja, klar. Niemand reagiert so im echten Leben, wenn die Spülmaschine angeht. Doch, ich immer. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Okay, und was ja obvious ist, ich frage aber jetzt, weil jemand gefragt hat, die Deep Talks waren 100% scripted, oder? Also nicht eure Meinung, sondern dass ihr das anfangen müsst mit diesem Talk. Ja, also wenn man so scripted definiert war ja alles gescriptet. Also wir haben ja auch wir haben ja keine der Aktivitäten selbst gebucht oder so. Ja, das halt nicht, aber jetzt zum Beispiel, da warst du jetzt nicht dabei, aber nachdem die Obst gekauft haben die auf einmal so einen Deep Talk gemacht über Klimawandel. Bruder, ich glaube nicht, glaub nicht, dass das von den zwei kam jetzt, oder? Ja, also die haben ja hier, öffentlicher Rundfunk hat ja dieses Bildungsauftrag und so und dann haben die halt gesagt, ja, jetzt redet mal über den Klimawandel oder auch das mit dem Führer, also die ganzen Talks waren halt inszeniert, so dass wir da jetzt drüber reden mussten. Allgemein das mit dem Umweltding habe ich nie richtig gecheckt, weil auch als wir einkaufen waren, meinten die, nimmt mal den Koffer mit für weniger Plastiktüten. Und dann seid ihr mit 5 Plastiktüten zurückgekommen. Ja, wir haben trotzdem 4 Plastiktüten gekauft und das ganze Essen, also sehr viel von dem Essen, was wir da gekauft haben, Digga, das haben wir nie benutzt. Das ist alles vergammelt, Alter. Unser Kühlschrank hat so gemufft. Das war so verrückt. Digga, das hätte ich euch auch sagen können, Bro. Ihr habt dir die größte Scheiße gekauft. Digga, 5 Packungen Tomaten. Was sollen wir machen damit, hä? Praktikum, hier, dieses Tafel. Wir mussten ein Praktikum bei der Tafel machen, da die ganzen Tomaten donaten oder was. Hab ich auch nicht gecheckt. Weil ich dachte so, okay, wir kaufen das jetzt so auf Schein, auf Show. Nein, wir haben das wirklich alles gekauft und alles mitgenommen. Auf jeden Fall, bei diesen Off-Tagen hatten wir, da waren dann immer einer von den Pädagogen dabei, da sind wir auch einmal in die Stadt gefahren oder am Strand oder so. Nele hatte auch während der Mädchen-WG Geburtstag. Das haben wir dann auch gefeiert, Off-Cam. Off-Cam, nicht On-Cam? Ja, das ist ja ich glaube, dieses Jahr war von 14 bis 16 und Nele ist 17 geworden in der WG. Hä, aber normalerweise machen die immer Content daraus, wenn jemand Geburtstag hat in der WG. Ja, diesmal nicht? Ich weiß. Nee, weil sie halt 17 geworden ist und die Bewerbung ging eigentlich nur bis 16. Ach so. Deswegen haben die es rausgestellt. Ach so. Genau. Und da durften wir dann immer Essen bestellen. Wir haben da immer Essen bestellt, wenn wir Off-Days hatten. Weil da hatten wir halt unendlich budgetmäßig. Von euren Steuern! Naja, mit meinen ja nicht, oder? Ja, stimmt. Also mir ist das relativ Oder man hinterzieht egal. halt einfach Steuern, ne?
Ja, Ja, Rede. Ja. Schon mal Steuern hinterzogen? Täglich, ja. Aber Tatsächlich schon. mit welchem Einkommen? Ihr habt kein Cash dafür bekommen, oder? Doch, wir haben Geld bekommen, so diese Arbeitsaufwandsentschädigung. Ich darf, glaube ich, nicht sagen, wie viel. Kannst du mal schreiben? Ich sag nicht. Ich schreiben. Ja, okay. Schwör? Walla, ich schwöre auf meine Mutter, ich sage nichts dazu. Okay, warte. Sie soll in Vivac sagen. Nein. Insgesamt ist das? Ja. Und ja, wir das kriegen, schmeckt. Ja, geht so. Also, ja, ich sag, das war schon ein bisschen Ausbeute für 3 Wochen. Ja, aber guck mal, du musst das so sehen. Das und ihr habt halt die Online-Präsenz und jetzt ist halt die Frage, was ihr daraus macht. Ja, das stimmt. Man muss das jetzt gut nutzen. Ja, mach ich doch gerade hier. Ja, hallo. Du machst TikToks, oder? Ja, ich mach TikTok. Ja, da hab ich ein paar gesehen, die wurden mir empfohlen. Digga, und noch nicht mal gefolgt? Du Fake. Was? Du Fake. Nein, ich folge jetzt. Was für... Ich Fake, Digga, hä? Warum bin ich jetzt Fake? Siehst du meinen TikToks und folgt mir noch nicht mal. Nee, Fake. Ey, wie heißt du auf TikTok? Genau wie hier. Also überall gleich. J0HAN3R. J0HAN3R hier. Jo. 3000 Follower, todpeinlich. Oh, halt's Maul. Du fell auf. Du kannst mir gar nichts sagen. Warum bin ich fell auf? Naja, hier dieses Video auf Reaction Channel, 4000 Views oder so, das ist schon ein bisschen fell auf. Ja, Reaction Channel ist nicht mein bester Channel, muss man jetzt sagen. Ja, man merkt. Aber Let's Go Live, das Mädchen-WG-Video war glaube ich, gut, habe ich in Erinnerung. Warte, ja, das war gut. Aber da muss ja die Credits auch ein bisschen zu uns gehen, ne? Wir haben schon gut entertained. Das stimmt. Ja. Digga, Bruder, ganz kurz. Bro, wichtiger hat aus diesem Thumbnail hier, bin ich wirklich so dumm, wie alle sagen, einen WhatsApp-Sticker gemacht und schickt mir den jetzt die ganze Zeit, der Bastard, Digga. Bro, er ist ein Hurensohn. Wo ist... hier, Digga, 83.000 Klicks auf Let's Go Live, Mann! Ey, ist doch gut, oder? Ne? Warte, ich bedanke mich kurz für das Geld, was ich dadurch bekommen habe, bei dir jetzt einfach. Warte, ich guck. Ja, kein Ding. Was sehen wir davon eigentlich auch was? Sehen wir davon eigentlich auch was von dem Geld? Ich glaube nicht, ne. Ach, schade. Warte, soll ich schätzen, wie viel du damit gemacht hast? Ja, schätz mal. Ich sag 500 Euro? Das sind aber süße Euros. Nee, ich glaube, ich glaube, es ist wirklich 500, wenn sogar weniger. Ich guck. Ja, viel weniger. 260. Ja. Scheiße. Ist das scheiße? 62? Hey. Nee. Oder du hast gerade 62 gesagt. Hä? Ich dachte 62. Was? Hast du einen YouTube-Kanal? Ja, aber ich mach da nichts. So nötig habe ich es jetzt auch nicht, ne? Oh, was? Fine, I guess you are my little PogChamp. Come here. Was? Warum kommt das, wenn ich deinen Namen eingebe? Ja, weil ich das bin. Das ist doch klar. Okay. Hast du gehört, was sie sagt? Nee. Okay. Will ich auch gar nicht wissen, du. Das werde ich jetzt einfach ignorieren. Ja, nee. Jo. Was machst du heute noch so? Ich muss eigentlich Bio lernen, aber werde ich, glaube ich, nicht tun. Digga, du bist ja in der Schule! Ja. Ich bin in der Schule. Wie alt bist du? Digga, 15. Ich bin in der 10. Digga, du bist 15, du redest aber so, als wärst du 18 oder so. Danke. Warum? Digga, Bro, nein. Real Talk, mit 15 kannst du dich nicht beschweren, dass du so viel bekommen hast. Ja, es ist okay, aber ich sag halt, für 3 Wochen ist das schon nicht so prall. Wie ist es in der Schule eigentlich? Bist du da so ein kleiner Star oder wie ist das? Digga, ich saß letztens im Matheunterricht, wir haben so diese Smart-Tafeln, wo so Bildschirm drauf ist. Ja. Und irgendein kleiner Schwanz verbindet sich damit, Folge Mädchen-WG. Das war so unangenehm. Ja, okay, da muss jeder durch. Da bin ich auch durchgegangen mit YouTube-Videos. Das ist der Classic, das will ich nicht nochmal erleben. Ja, da bin ich sowas so drauf. Aber das ist gut, dass du das erlebt hast, weil das hat jeder, den ich kenne, der jetzt heute krass im Game ist, hatte genau das. Das ist ein Canon-Event. Das hat wirklich jeder. Ich hatte das auch. Also bei mir wurden auch meine Minecraft-Videos damals auf die Tafel gemacht. Ja, nach jeder schlechten Sache kommt eine bessere Sache. Ne? Immer nach oben gucken. Irgendwie sowas, ja. Deswegen, bald nach deiner Fellaufzeit geht's auch wieder hoch. Hey, ich wünsche dir ganz viel Glück. Bruder, was für Fellaufzeit? Was? Ja. Aber bist du ein Star in der Schule jetzt oder nicht? Nee, ich glaube nicht. Also, warum nicht? Ich hab einmal ein Foto gemacht mit so einem Fünftklässler. Emotional Styling. Ich glaube schon, dass Leute darüber reden. Ich höre auch, wie Leute darüber reden, aber
ich würde mich jetzt nicht als Star beschreiben, ne? Also, Oh, ich spreche jetzt Leute, keine oh, du Leute bist ja an oder richtig am so. Boden geblieben, Alter. Holy shit. Ja, ich bin so am Boden geblieben. Der ganze Mädchen-WG-Fame, Leute, ich bleib am Boden. Gänsehaut. Das Aber überrollt nicht mich wieder nicht. beefen mit Nele, ne? Da ist nie irgendwas passiert. Da ist nie irgendwas passiert. Nein, aber jetzt mal Re-Rap. Nee, doch, ich verstehe uns richtig gut. Wir sind jetzt wieder richtig dick. Ja, Leute. Sie hat noch heute von Nele gelästert. Nein! Nein. Nele und ich haben übereinander gelästert. Das cancelt sich aus und zählt das nicht mehr. Ach so, aber lästern ist ja, man weiß ja, also die andere Person weiß ja gar nichts davon, also wusstet ihr gegenseitig nicht, dass ihr lästert. Ja doch, leider kam das Pädagogengespräch, ja, deswegen haben wir dann auch beide geheult. Aber habt ihr da auch so gesagt, so, ja, das ist voll die und so? Nein, also so schlimm nicht. Wir meinten halt, ja, weil Nele ist dann zu mir gekommen, meinte so, ja, das ist voll egoistisch von dir, dass du die ganze Zeit die Screentime willst, weil ich das halt übersetzt habe die ganze Zeit. Und dann halt sowas, dass wir irgendwie egoistisch wären, dass wir halt Screentime klauen wollen. Aber warum willst du so viel Screentime? Digga, wer will keine Screentime? Ich? Jeder will Screentime. Ja, dann geh offline. Oh. Sofort. Okay, hast mich gefickt. Ja, gut. Ja, aber das ist ja was anderes. Das ist was anderes. So. Screentime, guck mal, wenn ich bei irgendeinem Event bin. Nee. Na, natürlich. Wenn ich bei irgendeinem. Guck mal, wenn ich jetzt bei Jungs-WG, dann wäre mir das egal. Ja, wenn du bei irgendeinem Event wärst, dann müsstest du auch mal gefragt werden, dass du kommst, ne? Also man kann ja Screentime holen, wenn man überhaupt dabei ist. Lass doch mal über Nele wieder und mach ein Pädagogengespräch, ne? Und dann heul schön. Oh. Das ist Okay, sorry. meine Social-Media-Managerin. Keine Screentime mit Letzugo. Du bekommst ZDF-Mediathek-Verbot, wenn ich ein Wort einlege. Pass auf. Nein. Sorry. Ja. Tut mir leid. Dann keine 74 € mehr mit einem Video verdienen. Dann kommen die dunklen Zeiten. Oder Pass was auf. für 74, Digga? 240 waren es. Oder 260, ich weiß nicht mehr. Ach so, 240. Ach so, 64 die ganze Zeit verstanden. 64 wäre aber auch hart gewesen. Ja, geil, dann schau ich mal weiter. Ja, viel Spaß. Ich bin im Chat. Okay, dann hau rein. Okay. Genau. So, die Folge geht noch 1 Minute 30. Mal gucken, ob sie das Pädagogengespräch reingekattet haben.